Willkommen bei den Infinite Storyscapes, dem Podcast des Kulturvereins Interferenzen. Im Gespräch Frauen, die die Region Kärnten, Steiermark, Slowenien mitgestalten. Zu Gast in dieser Episode der Infinite Storyscapes ist Frau Adriana Sanchez. Ihr Lebensweg hat Frau Sanchez von Bogotá über Triest und Dresden nach Villach geführt, wo die Physikerin jetzt als Zuverlässigkeitsingenieurin tätig ist. Die Begeisterung für naturwissenschaftliche Themen stammt bereits aus ihrem Elternhaus. Schulferien zu haben bedeutete für Frau Sanchez in ihrer Kindheit noch mehr Zeit zu haben, um mathematische Aufgaben lösen zu können. Das war für sie ganz normal und stand auch im Zusammenhang mit dem Beruf ihrer Mutter, erzählt Frau Sanchez. Welche gesellschaftlichen Veränderungen ermöglicht Zugang zu Bildung? Was bedeutet die Ausbildung der Kinder für das Familiensystem? Welche Möglichkeiten bereichern in Villach die Lebensqualität von Frau Sanchez, die in einer Millionenmetropole aufgewachsen ist? Welche Rolle werden technologische Erneuerungen zukünftig einnehmen? Und was ratet sie Menschen, die sich vor diesen Fortschritten fürchten? Hören Sie nun Renate Rugi-Kohlenbrat im Gespräch mit Frau Adriana Sanchez. Es freut mich sehr, heute im Zuge unseres Projektes Infinite Storyscapes Frau Dr. Adriana Sanchez begrüßen zu dürfen. Frau Sanchez, Sie sind in Bogotá in Kolumbien geboren, haben Physik studiert und leben heute mit Ihrer Familie in Villach. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen? Vielen Dank für die Einladung, erst für den Podcast. Ja, mein Name ist Adriana Sanchez, ich bin aus Kolumbien, meine Familie wohnt in Bogotá, so eine riesige Stadt mit circa 10 Millionen Leuten. Das ist so vergleichbar so die ganze Einwohner von Österreich, und das ist immer so von uns entstanden, wenn wir dort meine Familie besuchen. Und ich nenne immer Bogotá so eine große Monster, so eine riesige Stadt mit vielen Leuten, vielen Autos und viel Hektik und viel Lärm. Viel Lärm und die Musik, weil das ist typisches aus kolumbianisch, Musik muss überall sein, in der Laden, in der Bus, in den ganzen Stadt, man hört immer Musik. Dann das ist so die Erinnerung von meiner Kindheit mit meiner Familie. Wir sind nicht so von der Mittelschicht, in der Gegenteil. Meine Mutter war Lehrerin in der Schule, sie hat Mathematik und Physik gelernt. Deshalb, das ist eine Gründe, warum ich auch Physik studiert habe. Es gibt viele Gründe, aber eine war das, für meine Familie war normal, über Mathematik und über Nummern zu sprechen, aber auch unsere so Entertaining, so in Urlaub. Wir hatten keine Geld, Urlaub zu fahren. Das bedeutet, wir waren zu Hause mit meiner Familie, mit meiner Mutter. Denn meine Mutter hat immer diese ganze mathematische Spiele immer mitgebracht und von der Schule, und dann wir haben die ganze so Sommerferien immer so diese Mathematik-Sachen gemacht. Und für uns war ganz normal. Das war unser normales Leben. Ich habe immer Bücher geliebt. Ich bin so süchtig auf Bücher. Da habe ich viel gelesen. Ist noch meine Leidenschaft. Ich lese viel. Jetzt nicht mehr, seit meine Tochter geboren ist, aber früher konnte ich, keine Ahnung, 2 Bücher pro Woche lesen, ohne Probleme. Das war für mich so ein Sucht, weil es gab Momente, ich konnte nichts anderes machen, ich habe nur gelesen und weiter gelesen. Haben Sie noch Geschwister, die von der Mathematik angesteckt worden sind, die Ihre Mutter meine ältere Schwester hat auf Deutsch so wie Verwaltung in der Regierung studiert, so eine Art. Es gibt so etwas Ähnliches in Österreich, so Beamte, aber ist nicht richtig, man muss in der Universität gehen und hat ein Studium gemacht von den Gesetzen und was man braucht, so als für die Regierung zu arbeiten. Und danach hat sie Jura studiert. Mhm. Dann meine Schwester hat diese 2 Sachen studiert. So. Ich habe einen kleineren Bruder, er hat Physik auch studiert. Er ist ein theoretischer Physiker, hat seine Promotion in Spanien gemacht.
Und meine kleinere Schwester, sie hat Chemie studiert. Ja, Chemie, und danach hat sie gearbeitet, so. Und jetzt hat sie Buchhaltung, genau. Studiert auch in der Universität, und sie macht jetzt das für eine Firma, dass sie mit ihrem Mann zusammen hat. Meine Familie hat alles versucht, so, wir sind sehr überzeugt, das Studium ist wichtig, und dann das Studium ist der einzige Weg, dass man Fortschritte macht. Und das haben wir so von unseren Eltern gelernt. Man muss nicht nur so die einfachen Sachen im Leben machen, man muss auch versuchen, viel besser zu sein. Und mein Vater hatte so diese Visionen von Postdocs und Doktorat, und keine Ahnung, für uns als kleine Kind war für uns zu viel, weil er hatte so diese großen Visionen. Ich muss sagen, haben wir geschafft. Und das hat uns als Familie so in allgemein vorwärts gemacht. Eine Familie, die so in der mitteluntere Schicht waren, wir sind jetzt so in einer, man kann man sagen, eine sehr bequeme Situation. Weil für uns als Kind war alles so knapp, das Geld war immer so knapp, die Sachen waren immer so beschränkt. Und dann mein Vater hat immer gesagt, ja, in der Zukunft werden wir besser essen, werden wir viel mehr reisen, werden wir viel mehr machen. Wir haben wirklich geschafft, so als Familie, insgesamt. Es ist nicht nur, ich habe geschafft, ich bin da, ich bin hier in Österreich, meine Familie hat sie verbessert, so viel mehr als meine Vater und meine Mutter, sie ist erhofft. Aber man konnte sagen, dass wir hatten keine andere Weg oder keine andere Möglichkeit, nur zu studieren und das zu erschaffen. Darf ich noch kurz nachfragen, war Ihr Vater auch im naturwissenschaftlichen Bereich? Mein Vater hatte gar nichts. Er hatte keine Ausbildung. Mhm. Mein Vater war von einer Familie vom Bauern. Mhm. Und er ist irgendwie so wie viele Leute so in eine kleine Firma angefangen, so von der unteren Niveau, so damals, es gab so diese kleine Wagen mit den Briefen, und man geht Büro nach Büro und die Briefe verteilt. Das hat mein Vater gemacht, und dann mit der Zeit, man wächst in der Firma, aber mein Vater hatte keinen richtigen Abschluss, keine Ausbildung wirklich. Er konnte lesen, schreiben, rechnen. Er war so in dieser Zeit in Kolumbia, es gab Gewalt. Viele Familien mussten flüchten. Und er konnte nicht an der Schule besuchen, er konnte nur fliehen und eine neue Stadt gelandet. Meine Onkels und meine Tante, sie waren in Bogotá und sie haben nur überlebt. Und er hat dann in diesem Weg meine Mutter kennengelernt, als sie in der Stadt so. Er brauchte eine Unterkunft, und meine Oma hat so eine kleine Zimmer, und dann haben meine Vater dieses Zimmer gemietet, und so haben sie meine Mutter und meinen Vater kennengelernt. Meine Mutter war damals sehr jung, mein Vater war schon 30, meine Mutter war, keine Ahnung, 16 Jahre alt. Das war so ein riesiger Unterschied zwischen beiden. Aber trotz allem, sie haben sich, ja, geliebt und verheiratet und Kinder bekommen, und wir sind alle da. Dann das wurde für meinen Vater, als er in diese Firma gearbeitet hat, er hat gemerkt, nur Leute mit Studium, mit einem Universitätsabschluss, konnte so in der höheren Niveau, in der Hierarchie von dieser Firma, geraten. So, man konnte wirklich Fortschritte machen, weil er hat gemerkt, er selbst nach vielen Jahren und viel Arbeit, er konnte nicht so weiter in der Firma. Aber die Leute, die zum Beispiel mit einem Studium, und dann, sie konnten sehr schnell hoch in der Hierarchie klettern. Denn für meinen Vater, das war seine Vision, wir müssen auch so machen. Wir müssen auch ein Studium machen, wir müssen auch eine Karriere haben, ein Studium, und wir müssen so klettern. In einer Firma, auch keine Ahnung. Aber er hatte so diese große Vision. Und ich glaube, er hat uns irgendwie mit das geprägt, no? Diese Visionen von Studium und Reisen, weil wir konnten es nicht als Kind reisen. Wir konnten nicht als Kind viel machen. Wir waren sehr beschränkt. Mein Vater hatte keine große Verdienst. Meine Mutter war auch sehr jung. Und der Geld war sehr, sehr knapp. Und wir konnten nur was zusammen
machen können, sein zu Hause, mit Büchern, mit Mathematik, mit vielen Sachen dann zusammen. Sie haben sich auf die Reise nach Europa schon im Studium gemacht. Genau. Und das war für mich ein Schock, weil das war so das erste Mal, dass ich so weit weg von meiner Familie war. Ich war 1999 nach Italien gereist wegen einem Diploma in Trieste. Nach diesem Jahr in Italien war in Deutschland, wollte so eine Promotion in Experimentalphysik, Tieftemperaturphysik habe ich gemacht in Dresden, an dem Max-Planck-Institut in Dresden. In welchem Bereich Tieftemperatur gibt es ja auch eine große Bandbreite? Womit haben Sie sich konkret beschäftigt? Solid State Physics, das bedeutet so, das waren Heavy Fermions Bereich. Ich kann nicht auf Deutsch sein, weil ich habe meine Dissertation auf Englisch geschrieben. Okay, na gut, Sie waren ja damals auch ganz aus Italien kommend, ja, die Sprache in der Wissenschaft ist ja sehr oft sozusagen Englisch. Genau. Sie sind dann aber von Dresden auch noch weitergezogen. Ja, genau. Dann ich war in Dresden 5 Jahre, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und hier zu bleiben, dann habe ich eine Arbeit gesucht und gefunden bei Infineon in Dresden. Und danach war eine Tochter von Infineon, das war Qimonda. Qimonda war nach 3 Jahren pleite gegangen. Damals dann haben wir mit meinem Mann dann verheiratet und dann am Anfang haben wir gedacht, ja, wir bleiben in Deutschland. Mein Mann ist Deutsch. Lass uns in Deutschland eine Arbeit suchen. Und es gab damals, das war 2009, das war die Lehman Brothers Krise, aber keine Arbeit in Deutschland. Wirklich sehr wenig, auch sehr gezielt gesucht, welche Person passt wirklich für diese Stelle. Und in einem Moment, so in der Arbeitsamt, haben wir gesagt, ja, versuch überall. Und man hat gesagt, lass uns in das deutsche Sprachraum so versuchen. Das bedeutet, das Schweiz, auch Österreich und weiter in Deutschland. Und wir haben das so gemacht. Und hier in Villa gab es diese Stelle, sie brauchen eine Zuverlässigkeitsingenieur. Hier in Villa habe ich mich beworben und habe die Stelle bekommen. Ich sage, der Lustige, es ist auch Teil von der Verzweiflung. Wir haben nicht gesucht, wo Villa war. Und wir haben immer gedacht, Infineon sollte einen Standort neben Wien. Und wir haben gedacht, ja, Villa sollte neben Wien sein. Und dann Matthias und ich, mein Mann und ich, haben gedacht, ja, wir planen, nach Wien zu fahren. Und dann endlich kommt die Einladung für das Interview. Und sie haben gesagt, ja, Villa, bitte mit dem Zug und mit dem Auto kommen. Ich meine, wie komme ich das Zug? Vielleicht sollte ein Flughafen, noch in der Nähe sollte ein Flughafen sein, so eine große Flughafen. Dann im Finale haben wir gesagt, na, bitte mit dem Zug und mit dem Auto kommen. Haben wir ähnlich gesucht, wo vielleicht war. Und haben wir gemerkt, vielleicht ist nicht neben Wien, als wir gedacht haben am Anfang. Also wir haben nur so blind gemacht. Vielleicht war an der Süden von Österreich. Und deshalb, es gibt keine riesige Flughafen hier, es gibt nur Klagenfurt, es ist sehr klein, es gibt nicht so riesige Vertrieb. Dann das bedeutet, wir mussten von Anfang an über Österreich lernen. Wir haben so eine Reiseführer über Kärnten gekauft und in der Weg von Dresden zu Villa haben wir das Buch gelesen und ein bisschen gelernt, weil sogar die Sprache, es ist Deutsch, aber es ist kein Hochdeutsch. Und das war für uns unser erster Schock, ist, wie die Leute sprechen, der Dialekt, das ist so stark. Ich habe gar nichts verstanden. Wir waren hier in Villa das erste Mal, ich habe gedacht, werde das nicht hier überleben, das verstehe gar nichts. Dann, wir waren hier in Villa, habe ich uns die Vorstellung gesprochen, ich habe dann die Stelle bekommen, mein Mann ist mit mir nach Österreich umgezogen. Wir sind seit 2010, mehr als 12 Jahren hier in Villa. Nach 6 Monaten, mein Mann hat auch eine Stelle bei Infineon bekommen. Und nach 2 Jahren haben wir uns entschieden, ein Haus zu kaufen, weil wir waren sehr froh
mit der Situation hier in Villach. Nicht nur die Arbeit, auch die Stadt ist klein, ist sehr ruhig. Es gibt die Berge und die Seen und die Natur. Man kann so viel machen. Haben wir viele Leute kennengelernt, waren in viele so wie English Roundtables und was CIC, the Carinthian International Jazz Center, wo wir viele Leute in derselben Situation getroffen haben. Wir waren sehr froh, weil in Dresden, es war eine riesige Stadt, aber man hat nicht diese so Verbindung mit den Leuten. Man ist da so wie anonym, aber hier in Villach, die Stadt ist so klein, dass man kann jedes Mal, dass man ankommt im Zentrum, man trifft sich immer jemand von der Arbeit. Und hier ist es in jeder Ecke jemand von der Firma oder jemand, den man kennt. Man hat immer so diese gute Beziehung mit den Leuten. Das finde ich super. Wir wollten auch das haben als Lebensqualität. Nicht nur große Stadt mit großer Kultur und große Angebote und viele Sachen, aber man braucht auch diese persönliche Interaktionen mit anderen Leuten. Haben wir hier in Villach bekommen. Wegen Infinium, wegen der Sprache, weil man ist auch Ausländer und das auch für uns, das macht das Leben ein bisschen auch bunter, wenn man so viele Leute kennenlernt. Man konnte viel, man kann auch noch viel unternehmen hier in Villach. Ich muss auch ehrlich sagen, die Berge sind so imposant, sind so hoch und sind so schön, ist alles so grün. Und wenn man von einer großen Stadt kommt, wenn man nur Gebäude und alle grau, Beton und mehr Beton kommt. Und das ist die Normalität. Wenn man kommt zu einer Stadt so wie Villach, man hat auch eine große Industrie, so wie Infineon, aber man hat auch gleichzeitig die riesigen Berge und so wunderschöne Natur und die Luft ist sauber. Und das ist etwas, das muss wirklich wertschätzen. Weil das ist etwas, das nicht jede Person hat und nicht in einer großen Stadt. Und das ist auch ein anderer Teil von der guten Sache hier. Man hat wirklich so kurze Wege zur Arbeit. Das ist etwas, das für uns diese ganze Stress, diese Hektik, den man hat so in einer großen Stadt, so wie Bogotá oder auch Dresden. Das ist etwas, das macht das Leben viel besser. Der einzige Nachteil für mich war, dass ich konnte nicht so viel lesen wie früher, weil ich habe das genau benutzt. Diese 45 Minuten von Infineon zu meiner Wohnung, 45 Minuten habe ich nur gelesen, aber gleichzeitig man hat viel mehr Zeit. Viel mehr Zeit für die Familie, viel mehr Zeit für alle Sachen zu unternehmen. Ich kenne von meinen Kollegen in Infineon in Sommerzeit, sie gehen sehr früh arbeiten die 8 Stunden und danach gehen alle an den See und machen Zeit noch mit der Familie und grillen und dann man kann das wirklich hier benutzen. Vielleicht, Sie haben gesagt, diese 8 Stunden Arbeit, da würde ich jetzt ganz gerne nachfragen, wie sieht jetzt sozusagen Ihre Arbeitssituation aus? Also Sie haben erzählt, Sie lieben das Labor, Sie waren experimentell tätig. Machen Sie das heute auch noch? Nicht mehr. Bevor ich komme, habe ich es noch gemacht, habe selbst im Labor gearbeitet. Als ich nach Villach gekommen bin, meine Arbeit ist Zuverlässigkeitsingenieur. Das bedeutet, ich kalkuliere, wie lange ein Produkt in die Applikation überleben sollte und garantieren, dass was wir versprochen, so 10 Jahre Lebensdauer, der Chip muss nicht früher kaputt werden, das ist meine Arbeit, muss das irgendwie garantieren. Ich mache Experimenten und das zu kalkulieren, wie viel Jahren soll ein Chip so in ein Computer oder in der Waschmaschine oder in der Solarzelle funktionieren sollten. Das ist meine Arbeit. Das bedeutet, das Experiment, das ich mache, ist wirklich diese Chip ein bisschen zu stressen und sehen, was kommt danach. Als ich hier angekommen bin, meine Arbeit war nicht mehr im Labor und nicht 100% Labor. Man kann sagen, ist mehr 90% von meinem Computer und ich kalkuliere Sachen. Das bedeutet, sehr viel mehr Zeit mit Excel und mit Tabellen und mit PowerPoint und schreibe Reports und Berichte, als wirklich in Labor zu gehen, in etwas zu messen. Das ist
anders hier, weil hier die Struktur ist anderes auch. Es gibt ein riesiges Labor mit vielen Technikern, das für mich machen und bekommen nur die Ergebnisse von den Experimenten und analysiere diese Ergebnisse. Ich liebe meine Arbeit, ich finde meine Arbeit super, weil ich kann mich selbst entscheiden, wann mache was. Also ich habe keinen Chef hinter mir, der sagt, bitte hier, heute, morgen, in 2 Stunden. Ich kann meine Arbeit selbst gestalten. Es gibt Meetings, man muss auch so Deadlines halten und Sachen, aber man hat so die Flexibilität, selbst zu entscheiden, wann kann man das machen. Das kann auch warten und kann ich nächste Woche. Ich arbeite in einer großen Gruppe, ich arbeite allein in meinem Platz, ich interagiere mit vielen Leuten, aber niemand entscheidet von meiner Arbeit, das machen selbst. Sie haben in Ihrem Berufsleben sicher auch mit sehr vielen Frauen zusammengearbeitet. Wie sieht es jetzt aus oder was haben Sie da erlebt? Physik ist einer von diesen Berufen, das wirklich nicht so viele Frauen studieren und aufüben. In der Universität, wir waren, ich glaube, 3 Frauen waren wir ernannt dasselbe mit dem Diplom. Der Diplom, wir waren, keine Ahnung, es bei 3 Frauen von 20 Leute, das bedeutet, der Rest waren Männer. Ich habe immer mich sehr gut gefühlt, so in meiner Umgebung. Ich weiß, das ist nicht auch selbstverständlich. Das ist in Kolumbien zum Beispiel, als mein Vater ich wollte Physik studieren, mein Vater hat gesagt, ich war verrückt. Weil die Gesellschaft denkt, ja, Frau bedeutet Krankenschwester, bedeutet Therapie, Psychologie. Es gibt diese Berufe, dann man denkt, Frauenberufe. Und das sollte so sein. Und alle meine Kommilitonen in der Schule haben genauso diese Art von Beruf ausgewählt. Physik, Chemie, das sind Männerberufe. So, wenn man in eine Klasse in die Universität geht, wo Physik oder Mathematik oder allgemein diese naturwissenschaftlichen Sachen, das waren hauptsächlich Männer. Aber ich habe immer, ich muss sagen, viel unterstützt von meinen Kollegen. Das bedeutet, ich habe nie so dieses Gefühl, sie sind alle gegen mich. Sie waren sehr unterstützend. Sie haben mir immer mehr geholfen und ich habe immer so eine gute Vision mit denen gehabt. Dann ich habe nicht diesen Konflikt Männer, Frau, das Gegenteil. Sie haben immer mich sehr geholfen, wirklich, die ganze Zeit, auch in die Arbeit. Es gibt immer dieses Gefühl, so dass Frauen sind nicht willkommen in diese Art von Berufe, aber ich finde, dass für mich hat nicht diese Stereotyp geboren. Das hat alles für mich gut funktioniert. Ich kann nicht sagen, dass alles und für alle Frauen genauso ähnlich ist, aber für mich hat immer gut funktioniert. Und ich entschieden hat, Physik zu studieren, ich habe so eine kleine Übung auch gemacht. Ich habe gesagt, lass uns alle berufen, dass man in Kolumbien studieren kann. Und das war so. Ich habe in einer großen Universität studiert, da hat alle Möglichkeiten. Ich habe Ingenierie und Medizin und keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, was kann ich nicht machen? So, was kann ich wirklich ich bin nicht musikalisch. Denn alles, was bei Musik, für mich war klar, ich bin keine Musik. Ich kann nicht. Ich bin so unmusikalisch. Dann, das war weg. Und ich habe gedacht, ja, ich mache auch kein Geld. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann Geld ausgeben, das ist kein Problem, aber ich kann nicht über Geld denken, so wie die Ökonomie und die Leute, die Wirtschaft machen, das ist für mich so, das ist so alles so, die sagen, ja, kein Wirtschaft, kein Geld, weg. Denn das war jedes Mal so ein kleine, von den ganzen Möglichkeiten. Ich hatte zum Beispiel, wollte auch die Psychologie studieren und ich mache Bücher und ich habe gedacht, ich kann auch so wie Literatur, so wie jetzt hier ist Germanistik studieren. Oder ich kann auch so Bibliothekar sein. Oder ich kann und dann jedes Mal, da ich über meine Zukunft gedacht habe, dann war immer diese ganze Möglichkeiten weniger, aber nicht, weil ich hatte Angst für etwas. Ich wollte nur, warum? Wann ich bin gut, vor was bin ich gut? Was kann ich machen? Was wäre für mich so lustig zu machen? So was macht mich Spaß.
Und das war zum Beispiel Bücher war ein Teil und Mathematik war auch für uns in Ordnung. Und dann, das ist genau und am Ende, dann kommt Physik. Es ist auch nicht so eine einwandfreie Entscheidung. Es ist, ich glaube, wenn man Teenager ist, so in diese Alter, 16, 17, 18 Jahre alt, man hat keine Idee, man wirklich will. Aber man muss eine Entscheidung treffen. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, weil man muss irgendwie sich selbst kennen. Was will ich? Was kann ich machen? Der einzige, das ich nicht wollte, war eine langweilige Beruf. Ich wollte nicht sitzen, so wie in den Movies, in den Fernsehen, und man denkt, ich muss arbeiten und 8 Stunden langweilig Arbeit und diese regelmäßige Arbeit, no? diese so in den Movies man sehen, so riesige Stapel von Papier und man denkt, ich muss das alles klick machen und dann man sieht die andere Stapel, wenn das fertig ist, und das will ich nicht. Das will nicht eine Arbeit, das nicht Spaß macht. Ich will auch nicht einen Beruf, das ich kann nicht interessant ist. Das sollte wirklich diese Interesse erwecken und bleiben. Sollte bleiben. Das sollte für mich so diese Reich sollte sein. Immer das sein. Ich will mehr kennen, ich will mehr lernen, ich will mehr machen. Wenn ich sage, der regelmäßige, wenn nur Stamm, das ist nicht für mich. Deshalb Physik. Sie haben es ja schon erzählt, dass sehr viele von diesen Chips, die da durch Ihre Hände gehen und wo Sie die Qualität sichern, unseren Alltag in den letzten Jahren sehr verändert haben. Was glauben Sie, wohin werden wir da in Zukunft gehen? Ich glaube, das wird sehr schneller, effizienter, energiebewusst, weil das ist so das Thema heutzutage mit der Energiekrise, und Elektroautos sollte viel mehr kommen mit mehr Reichweite, effizienter zu Hause, diese intelligente, dieses smarten Haus sollte auch kommen. Ich glaube, dass man denkt so in diese Enterprise und diese ganze Science-Fiction-Filme, wo man kann ja nur Teletransport, es gibt keine Limits in der Zukunft, man muss nur versuchen, die Zukunft zu erreichen. Diese ganzen Sachen, dass man denkt, das waren nur Science-Fiction-Sachen, das wird alles kommen. Es gibt keine Grenze. Aber zurzeit, so bis in den nächsten Jahren, glaube ich, das wird alles mehr effizienter. Viele Elektroautos, weniger Energieconsumption, alles schneller, smarter. Viele Leute fürchten sich ein wenig davor. Wie sehen Sie die Situation? Oh, okay. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist für mich ganz selbstverständlich. Ne? Man muss nicht alles probieren, aber man muss auch die Sachen akzeptieren, so wie die kommen. Zum Beispiel Autos, die allein sich selbst fahren. Und das ist schon Realität in kleinen Bereichen. Aber das ist, was zurzeit so in der Forschung ist. Und dann, es ist immer eine Kombination. Viele Leute sich fürchten, zum Beispiel mit den Autos, die allein fahren, ist, dass es gibt auch eine Ethikfrage hinter der Ganze. Wenn man so eine Auto, so ein Robot allein lassen und dann den Robot für dich entscheidet. Was mache ich? Wo fahre ich? In welche Richtung? Wer hat die Priorität? Muss ich wegen einem Kind bremsen? Das ist etwas, das macht Angst, und das sollte etwas in den nächsten Jahren sich entscheiden. Wie wird die Ethik hinter dieser ganzen Entscheidung sein? Und das kann ich verstehen, das macht Angst. Und macht mich auch Sorge, muss auch ehrlich sagen. Ich hoffe, das kommt etwas, das für uns alle gut ist. Ich sehe nicht das Schlechte von alles. Ich denke, am Ende des Tages sollte etwas kommen, das für alle gut ist. Ich habe zum Beispiel, ich muss auch ehrlich sagen, Probleme mit diesen zum Beispiel Alexas. Man sagt, bitte Alexa, was ist das Wetter? Und ich denke, nein, das brauche ich nicht. Ist bequem. Ich kenne viele Leute, die das benutzen. Ich finde es ein bisschen zu in der privaten Sphäre schon. Dass dass Alexa kann alles hören, wenn man in zu Hause spricht. Das brauche ich nicht. Ich akzeptiere, ich finde, für viele Leute ist gut. Man kann sagen, Alexa, bitte Musik, und dann Alexa, bitte Licht aus. Man muss wissen, wo man die Grenze hat.
Ich finde, das ist auch Teil von der Fortschritt. Das ist auch Teil von, man muss nur akzeptieren, man muss nicht Angst haben, aber man muss Limits setzen. Man sagt, okay, gut, ist da, benutze ich, ist meine Entscheidung. Aber der Fortschritt ist da und wird so weitergehen. Elektroautos, Autos, dass sie selbst fahren, das wird alles kommen, aber man muss selbst entscheiden, wie viel will ich benutzen. Frau Sanchez, was wünschen Sie sich für sich und für Ihre Tochter in der Zukunft so? Oh, mehr Zeit. Mehr Zeit. Nein. Ich wünsche für meine Tochter so eine schöne Kindheit, so mit viel Erfahrungen, viel Reisen und viel, ja, hauptsächlich die Erfahrungen, ne? Aber für das brauche wir mehr Zeit. So mehr Zeit zusammen, mehr Zeit so. Und so in allgemein. Ich hoffe, dass sie auch die Erfahrung mit der Reisen und ich finde zum Beispiel hier in Europa super. Wir sind nicht in Südamerika, dass die Leute so diese Semester und Tausch machen. Dass sie konnten so in andere Land gehen, so diese Erasmus-Programme, wo man kann hier studieren und ein Semester in Italien oder in Spanien oder in den USA. Und das finde ich als Konzept absolut super. Weil man hat nicht nur die Erfahrung mit der anderen Kultur, man hat auch die Erfahrung mit anderer Sprache und man wächst als Person. Das wünsche ich mir für meine Tochter, diese Erfahrung, diese Freiheit, diese Möglichkeit. Hier in Europa mit der EU hoffentlich bleibt die Möglichkeit, das zu machen ohne Probleme mit dem Geld und mit dem Visum. Das wünsche ich für meine Tochter zum Beispiel. Das ist mein Traum. Was nicht, ob so viel das machen will, das ist eine andere Sache. Vielleicht so viel sagen, nein, ich will hier zu Hause bleiben und hier ist auch in Ordnung. Aber wenn man diese Möglichkeit hat, ist es gut, das auch zu benutzen. Frau Sanchez, recht herzlichen Dank für das Interview. Das war so inspirierend. Sie haben so viel herzerfrischend erzählt, was Sie erlebt haben. Ihre Reise war wirklich sehr weit. Und es freut mich, dass es Ihnen so gut in unserer Region gefällt. Recht herzlichen Dank. Dankeschön auch. Vielen Dank. Sie hörten die Infinite Storyscapes, Renate Rogi-Kohlenbrath im Gespräch mit Frau Adriana Sanchez.